Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. So, dann gehen wir mal in den Hof. Und ja, Schloss Redcliffe ist jetzt freigeschaltet. Und von irgendwo kommt was. Von da aber, oh, die schießen. Das ist nicht so gut, schlurfen da, ups, da tauchen hier urplötzlich, oh nee, da ist ein Wiedergänger dabei, das ist übel. Das sind die, oder mitunter welche von den mächtigsten Untote. So, ja, machen wir hier. Ups, jupp, die haben nämlich die Fähigkeit, uns herzusaugen. Aus dem Gravitationssog möchte ich gern raus, wenn möglich. Gut, dann kümmern wir uns erstmal um den kleinen Abschaum. Einer weg. Das ist eine ziemlich coole Magie-Kombi. Von dem zapfen wir uns ein bisschen Lebensenergie ab. Oh, Stan kümmert sich alle hier um die. Das ist nicht so gut. Warte mal. Gucken, dass wir da vielleicht mal ein bisschen was hier gewittern. Ja, komm, scheiß drauf. Kannst du das jetzt nicht gerade? Hier. Mach hier dein Gewitter. So, okay. Warte mal. Du heilst Stan. Du nimmst einen Wundumschlag. Das war so ein schwacher, der müsste ausreichen. So, und zack. Und wir gehen woanders hin. Wir platzieren uns jetzt nämlich genau dort hier und frieren die ganze Bogenschütze-Brigade ein. Sehr schön. Dann bleibt hier nur noch der Wiedergänger übrig. So. Na also. Okay, erstmal raus aus dem Gewitter. Und Codex aktualisiert, was für Wiedergänger angeht. 8C Silver hat er bei sich und der Rest von der Tote. Gucken wir mal, was die so haben. Ja, 6 Silber. Nummer 6 Silber, fast Silber. Eine Geistscherbe. So. Und die haben sonst nichts dabei. Okay. Dann plündern wir noch der Rest hier, was es hier noch so Schönes gibt. Da geht's wieder in den Keller. Da sind wir hier hergekommen. Sehenswerte Baum. So, erstmal hier ein Fass. Verletzungsausrüstung, das ist nie verkehrt. Ja, beeindruckend, aber naja. Da können wir noch hochgehen. Ich glaube, wir sollten noch die andere Reihe lassen. Sprich, ja, Sir Perth wartet hier schon. Aber ich mache hier nochmal einen Speicherpunkt, weil ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, als nächstes kommt dann nämlich die Begegnung mit dem Sohn. Und ich bin mir nicht so sicher, ob direkt das Ritual gemacht werden kann. Oder ob wir nochmal zum Zirkel der Magie müssen. Deswegen, schauen wir mal. Torhebel. Ich habe einfach lieber Sicherungsspeicherung an der Stelle. Hoi ho. You have opened the gates. That is good. My men and I are eager to see our Arl again. Shall we enter the main hall together? It must be held if we are to regain control of the castle. Ja, gehen wir mal zusammen hier. Excellent. Let us go now then, and see what awaits us there. Genau, ansonsten haben wir ja alles uns angeguckt, was wir sehen wollten. Und wo wir hier können. Okay. Der macht doch gerade ein bisschen einen Affentanz. Ja, der Claire scheint sie wohl alle unter Kontrolle zu haben. Das ist ein ekliges Kind. Diese Spinnenmusik. The ones you told me about, Mother. Das klingt nämlich wie ihr Kind. Yes, Connor. And this is the one who defeated my soldiers. The ones I sent to reclaim my village. Yes. And now it's staring at me. What is it, Mother? I can't see it well enough. This is an elf, Connor. You've seen elves before. We have them here in the castle. Oh, I remember. I had their ears cut off and fed to the dogs. The dogs chewed for hours.
Shall I send it to the kennels, Mother? Wird Connor. nichts bringen, die Hunde sind schon tot. I beg you. Don't hurt anyone. Mother? What's happening? Where am I? Oh, thank the Maker. Connor. Connor, can you hear me? Get away from me, fool woman! You are beginning to bore me. Maker's breath. What has happened here? Grey Warden, please don't hurt my son. He is not responsible for what he does. Ja, was hat er dann mit Bernd Hiegen gemacht? Der kaspert ja hier nur dumm rum. Here I am. Here am I. Aha. I like him better this way. No more yelling. Now he amuses me. Connor didn't mean to do this. It was that mage, the one who poisoned Demon. He started all this. He summoned this demon. Connor was just trying to help his father. And made a deal with the demon to do so? Foolish child. Jupp. It was a fair deal. Father is alive, just as I wanted. Now it's my turn to sit on the throne and send out armies to conquer the world. Nobody tells me what to do anymore. Nobody tells him what to do. Nobody. Quiet, Uncle! I warned you what would happen if you kept shouting, didn't I? Yes, I did. But let's keep things civil. This woman will have the audience she seeks. Tell us, woman, what have you come here for? Ich muss zu Al-Iman. So you're a concerned well-wisher. Why didn't you say that in the first place? All this sneaking around and killing is so unnecessary. But father is so very ill. We really shouldn't disturb him. Isn't that right, Mother? I don't think. Of course you don't. Ever since you sent the knights away, you do nothing but deprive me of my fun. Frankly, it's getting dull. I crave excitement and action. This woman spoiled my sport by saving that stupid village. And now, she'll repay me. Okay, die kaspern alle weg. Das artet jetzt einfach nur fett aus. Die Wache sind unter Kontrolle. Naja, gleich sind sie tot. So, dann kommt mal her. Die Ritter haben wir auf unserer Seite. Die Mutter rennt auch fort. So. Dann gehen wir einfach mal zum Schluss vor. Ja, die Ritter sind ja immer noch auf unserer Seite. Gut, beim Tigen wird jetzt sowieso gleich ausgelöscht. Dann müsste der Kampf auch enden. Nö, Ben Tigen liegt dumm durch. Okay, da ist noch eine Wache. Kleine Mie. Und dahinter steht noch einer. Tegan. Oh, Tegan. Are you all right? I am better now, I think. My mind is my own again. Blessed Andraste. I would never have forgiven myself had you died. Not after I brought you here. The fool I am. Ja. Please. Connor's not responsible for this. There must be some way we can save him. Die Sache wird bös enden. I'm sorry, my lady, but Connor has become an abomination. He's no longer your son. You! You did this to Connor! I didn't! I didn't summon any demon! I told you! Please, if you'll let me help. Help? You betrayed me! I brought you here to help my son, and in return you poisoned my husband? This is the mage you spoke of? Didn't you say he was in the dungeon? He was. I assumed the creatures had killed him by now. He must have been set free. So.
Er trägt nicht mehr Schuld als ihr. Ja. How dare you! If this man hadn't poisoned my husband, none of this would have happened. He should be executed. Your secrecy made his actions possible, Isolde. Jupp. But I know what you must think of me, my lady. I took advantage of your fear. I'm sorry. I never knew it would come to this. Well, I shan't turn away his help. Not yet. And if Connor is truly an abomination, he's not always the demon you saw. Connor is still inside him, and sometimes he breaks through. Please, I just want to protect him. isn't that what started this? You hired the mage to teach Connor in secret, to protect him. If they discovered Connor had magic, then Na und? they'd take him away. I thought if he learned just enough to hide it, then... Dumme Absichter. So, wo ist dann Al-Iman? Upstairs in his room. I think the demon has been keeping him alive. So if we destroy the demon, then... Then my husband may perish. Yes. Also ich weiß, es gibt auf jeden Fall noch eine gute Variante, aber dafür müssen wir dann erstmal zum Zirkel der Magie und müssen dann bei ihrem Problem diese dorthin helfen. Und dann kann man im Prinzip alle retten. Aber ich werde hier auf jeden Fall die böse Absicht und die böse Variante nehmen und das Kind auch über die Klinge springen lassen, damit ich Blutmagie lernen kann. Okay, wo ist dann Connor? I think he ran upstairs, to the family quarters. Violence scares him. I know that sounds strange. He may have run up to his room, or... Oder hat er uns einen Hinhalt gestellt? I don't know. The fighting may have scared Connor into... coming out again, and so he ran. So you're saying he may be vulnerable? Perhaps. Is there no other way? Was können wir dann machen? We can't kill a young boy, demon or no demon. Please don't say we're considering that. Oh, Connor doch. is my nephew. But... he is also possessed by a demon. Death would be... merciful. There is another option, though I loathe offering it. A mage could confront the demon in the Fade without hurting Connor himself. What do you mean? Is the demon not within Connor? Not physically. The demon approached Connor in the Fade while he dreamt and controls him from there. We can use the connection between them to find the demon. You can enter the Fade, then? And kill the demon without hurting my boy? No, but I can enable another mage to do so. It normally requires lyrium and several mages. But I have... blood magic. Ja, wenn man sich für die gute Variante entscheidet, dann hilft der erste Verzauberer mit seinen Leuten. Und dann ist es ein anständiges Ritual. Wenn wir das jetzt wahrnehmen, dann wird jemand als Blutbeutel krepieren, damit man genug Blut und oder mit Energie für das Ritual hat. Und das ist die schnelle Lösung und die böse Variante. Blutmagie benutzt die Lebensenergie von anderer als pures Mana, genau. Yes, that's right. The ritual I know, it requires life energy. A lot of it. All of it, in fact. So... someone must die? Someone must be sacrificed? Yes, and then we send another mage into the Fade. I can't enter because I'm doing the ritual. Maybe I shouldn't have said anything. It's not much of an option. Doch, weil, wie gesagt, wir nehmen die schnelle und böse Variante und Ben Tegan opfern wir nicht. Der ist noch politisch zu wichtig. In dem Fall ist es meiner Meinung nach nur ausgleichende Gerechtigkeit, wenn wir Isolde dafür verwenden, weil die mit ihrer Krämerei hat den ganzen Scheiß eigentlich erst angefangen. Und böse Charakter wird dann sagen, das wäre nur gerecht. Okay, wie auch immer, einer wird sterben. Indeed. Either my son or the sacrifice. Jupp. Let it be me then. I will give my life for his. What? Isolde, are you mad? Eamon would never allow this. Either someone kills my son to destroy that thing inside him, or I give my life so my son can live. To me, the answer is clear. It does seem like a sensible choice.
with a willing participant. Connor is blameless in this. He should not have to pay the price. You're the mage here, not I, my friend. It's you who would be going into the Fade. The decision is yours. Jo, dann weiß ich, was wir jetzt machen müssen, ne? My son awaits your decision. Make it quickly. Und bei dem Dämon müssen wir dann, glaube ich, das Argebot wahrnehmen. Das heißt, der kann sich dann verdrücken. Ich bin mir nicht sicher, ob Connor dadurch gerettet wird oder stirbt. Weiß ich nicht mehr genau. Aber wir müssen dann, wenn wir mit dem Dämon sprechen, den Deal mit dem eingehen, damit wir Blutmagier lernen können. Okay, Jones soll das Ritual durchführen. Thank you. If this will save my son, then I am not afraid. Then, who will go into the Fade? Will it be you? Ja, Morrigan könnte ich jetzt noch hinschicken, das können nur Magier machen, aber ich muss gehen, um den Blutmagier freizuschalten. You have my eternal gratitude. May the Maker go with you. Bla Then bla. let's get this started. Nett. Ganz bezaubernd, ja. Die hat er ausgequetscht und das ganze Blut als Magie ist jetzt auf mich rüber. Und dann sind wir jetzt im Nichts. Liliana dagegen, Alistair dagegen, obwohl er nicht dabei ist. Und Morrigan stimmt mal einfach zu. Und die Morrigan lächelte fein. Okay, jetzt sind wir im Nichts. Okay, das ist dann wohl Al Eamon. Ja, da steht er hier mal rum. Father! Where are you? So steht er I rum. don't understand. Der Eamons So Arm. cold. I want to go Ja, dann home. rennen wir mal mit dem. Lustig sieht er ja aus. You there? Have you seen my son? I can hear him, but I cannot find him. This blasted fog has me turning in circles. Bist du wirklich Al Eamon oder nur ein anderer Dämon? I am indeed the Earl of Redcliffe. Why would you ask me such a thing? Connor calls for me, and I run to find him, yet always he eludes me. Where is Isolde? Why am I here? Jo, beim Versuch euch zu helfen, wurde Connor von einem Dämon besessen. What? Possessed? Then we must help him. Is that why you're here? Ah jo. Ja, ich bin hier, um Connor zu helfen. Ihr müsst mir vertrauen. Ich bin hier, um den Dämon zu bezwingen. Brauche Hilfe. Das so, ich brauche euer Hilfe. Euren Sohn ist mir egal. Probieren wir es mal mit Überreden. You, I do trust you. Okay, We must help my son. hat geklappt. But I can never find him in this fog. You must find Connor. Please, I beg you. Okay, sonst gibt es hier nichts mehr für uns zum Abgreifen. Blessed art thou who exists in the Dann gehen wir dort hin. Very well. Ja, very well. Da ist was. Da waschelt irgendwas rum, ne? Aha, da ist er, der Connor. Halte mal den Gaul an. Wir machen hier jetzt nochmal die Yankee 2 Speicherpunkt. Wobei, wir können auch über der Yankee 1 nochmal gehen, nicht mittendrin anfangen. Wenn schon, dann richtig. So, ich glaube, von dem Gespräch entscheidet sich jetzt viel. Who are you? Are you the one that made Father ill? Tell me now. Ah, das ist doch richtig, oder was? Bist du wirklich Connors Geist oder ein Dämon in Verkleidung? You could be a demon too. You could be a demon that just looks like a person. Du könntest der Wächter von dem Gebiet sein. Fool! You won't get near. I won't let you. Ist wohl ein Dämon der Wollust. Hallo, ja, Dämon der Wollust, wie es aussieht. Das sind nämlich so schlanke, attraktive Frauen mit Gehörens und ein bisschen dämonischem Aussehen.
So. Das ging ja relativ fix. Das war jetzt der Dämon Amol besiegt. Schauen wir mal. Ich glaube erst zum Schluss, wenn er in die Enge getrieben ist, heißt es dann, es wird mal ein Deal vorgeschlagen. Sicher bin ich mir da allerdings nimmer so sehr. You! You're the one making Father sick! Bla bla bla. Ja, da steht auf jeden Fall wieder ein Connor. Hi ho. Why do you keep hurting me? Why are you trying to stop me? Was ist da ja Aufgabe? Ist Connor wirklich unter euch? And if I were Connor, what would you say to him? Dass ich den Dämon suche. You will not find what you seek. Turn back now. Gib mir, was ich will. Trespasser! I will drive you out! Okay, jetzt sind sie zu zweit. Der Dämon des Zorns, den hat es schon zerschmettert. Und dann. Okay, ja, die sind ja an sich relativ Get fix out of zu here! besiegen. You have to get out! Curse this blasted darkness! Why can I see nothing? Dann geht's hier wieder weiter. Na, so. Das dürfte jetzt die letzte Begegnung sein, ja? Da ist er. So. Father wanders, seeking me, trapped within my web. All is as it should be. Why must you interfere? Weil ich ihn bei Sinne brauche. Vielleicht muss es ja nicht enden. No, I do not believe you. No, it is time for you to go now. Do not persist, or things will go very badly for you. Okay. Oh, jetzt sind es schon 3 Dämonen. Kriegen wir trotzdem hier. So, die 2 kleinen Dämonen bin ich auch mal platt. Und wieder nix. Tja, die sind ja nicht so stark, wie sie es so gern hätten. Level 8. Ah, jetzt speichert er schon mal automatisch. Ah, das ist jetzt die letzte Begegnung, ne? Hallo Dämon. Very well. No more illusions. Now we meet face to face. You see my true form and stand in my domain. It is here I am most powerful. And yet I have no wish to engage your power, nor should you be so eager to engage mine. Perhaps we should converse instead. Auf einmal? Ja gut, ich bin bereit zu retten. Ich glaube, das muss ich auch für die Blutmagier, ne? Ah, good. I prefer reasonable negotiation whenever possible. Your goal is for me to release the boy's soul. Is that right? Ich brauche nur den Vater, der Junge ist mir einerlei. The boy is useless to me without the father. I release one. I release both. What if you could persuade me to leave voluntarily? No fuss, no bloodshed. Okay, ihr müsst mal etwas anbieten, damit ich euch vom Hoke los. So you will at least consider it? Let me make a proposition then. I abandon the boy. For now. But I retain the contract he and I made. And many years from now, I may return and claim what is mine. This will be long after whatever you want is done. In exchange, I will provide something of value to you. Something you desire. What say you? Also im Prinzip ist es dann, die lauert dann noch in seiner Seele so lang, bis er erwachsen ist, bis er stark genug ist und dann geht die Scheiße wieder von vorne los. Okay, was genau tätsch man dann gäbe? I offer much. Power, knowledge, pleasure. What is it you desire?
arkane Geheimnisse. Ich will etwas über besondere Blutmagie wissen. Okay, ich nehme die Vergnügen-Dämon. Zeigt mir, was ihr anzubieten habt. Okay. Vergnügen sind nur leere Momente. Ich will die Liebe derer, die mich begleiten. Oh Gott. Nichts Ausgefallenes, irgendwas, womit ich meine Fähigkeiten verbessern kann. Okay, arkane Geheimnisse. Ich will etwas über besondere Blutmagie wissen. Then it is a deal. You'll have what you desire, and I'll leave as if destroyed. For now, I wish you luck, dear creature. You shall certainly need it. Gut, dann hätten wir, was wir wollten. Die Prestige-Klasse Blutmagier. Und irgendwann kehrt der Dämon einfach wieder zurück. So, und die Sache in Redcliffe ist gelöst vorerst. Das war die böseste Art, wie man das Ganze hätte lösen können. So, ja. So it is over. Connor is his old self. He does not seem to remember anything, which is a blessing. I suppose we will need to send him to the Circle of Magi's tower for training, once the war is over. It's so odd to think of the boy as a mage, of all things. Should Eamon recover, I'm not sure how I will tell him of all this. Isolde is dead, yet her sacrifice saved their son. There is still the matter of Jowan. He performed the ritual and did not deceive us. In a way, he saved Connor's life even though he killed Isolde. I am unsure what to make of this. We will hold him for Eamon to decide his fate. If he doesn't recover, Jowan's fate is sealed. What do you think? Das wird natürlich lustig, wenn der Bu dann zum Magier ausgebildet wird und ist dann wirklich stark und der Dämon kehrt wieder zurück. Herzlichen Glückwunsch, das kann spaßig werden in der Zukunft. Tja, was denn angeht, würde ich sagen, er sollte hier gerichtet werden. Executed? Are you certain? Er sollte die Konsequenzen von seiner Taten zu spüren kriegen. Er ist zu gefährlich, um am Leben zu lassen. Then I will not wait for Eamon's opinion. I doubt it would be very much different. Thank you for your help in this. But our task is not done yet. Whatever the demon did to my brother, it seems to have spared his life, but he remains comatose. We cannot wake him. As odd as it may seem, the quest Isolde sent the knights on may be our only hope. We must find the Urn of Sacred Ashes. Und was Joan angeht, wie gesagt, dann haben wir nur für das Ding gebraucht, dann konnte ich sowieso nicht leiden und der wäre eh hier gerichtet worden oder wird die ganze Zeit nur in der Flucht leben, das ist Quatsch. Na gut, ich werde die Urne suchen. I would rather not rely on superstition and legend, but Isolde believed that the relic would cure Eamon, and I am desperate. There is a scholar in Denerim, Brother Genetivi. He has been trying to discover the urn's location for several years now. The knights were unable to locate him, but perhaps you can do better than they. I must go to the hall and begin rebuilding. I wish you luck, and may the Maker go with you. Das ist gerade so kracht. Gut, Spezialisierung freigeschaltet. Blutmagier, yay! Die Urne der Heiligen Asche gibt's auch noch als Quest aber drauf. Yay. So, ihr liebe Leid, bevor ich mich jetzt verabschiede für die heutige Episode, muss ich noch ein bisschen was Bescheid geben. Moment. Aber du nicht. Ah, das kann sie derzeit nicht, okay. Dann kriegt sie das zweite von der Bader. So, Stan auch noch. Den pumpt man alles in Stärkerei. Der kriegt dann noch Kampftaktiken. Ist, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht für den. Dann schauen wir mal, ob er hier noch was kriegt. Jo, und zwar der kritische Schlag. Das finde ich auch ziemlich gut. Da hat er das auf jeden Fall schon mal von zweihändig gemeistert. Bei uns gerade mal kurz gucken in den Charakterbogen. Magier, hier, nee, ist nichts. Na, okay.
Und zwar kommt erst wieder in einer Woche die nächste Episode von Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Die Episode ging dann heute auch relativ lang. Geschichte von Ferelden, Kapitel 1 und die erste Verderbnis, Kapitel 2. Genau, erst in einer Woche und zwar gegen später Nachmittag bis früher Abend, tendenziell eher früher Abend, rechnet erst am nächsten Sonntag in einer Woche, dann wieder gegen früher Abend mit einer Episode. Ich bin jetzt nämlich ab morgen für eine Woche auf dem Drachefest und kämpfe mal wieder im graue Lager für Wissen und Weisheit. Also machen's gut, ihr liebe Leute. Der Kanal pausiert jetzt erst einmal für eine Woche lang, dass ich meinen Urlaub genießen kann und ich brauche es einfach wirklich durch den ganzen Masterarbeitsstress, kann ich die Woche Urlaub richtig gut gebrauchen. Wir sehen uns dann genau in einer Woche am Sonntag wieder, so später Nachmittag bis früher Abend, rechnen dann damit, dass eine Episode wieder kommt und morgen geht's dann weiter mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Das ist dann auch die letzte Episode, die lade ich noch ganz früh morgens, bevor ich losfahre, hoch und ja, in einer Woche, wie gesagt, geht es dann einfach wieder weiter. Wenn ihr wollt, guckt einfach noch vielleicht ein paar andere Sachen bei mir auf dem Kanal und habt einfach Spaß, genießt die Woche, habt eine schöne Woche. Bis nächsten Sonntag dann wieder. Und wer morgen noch will, kann sich dann noch Days Gone auf Pelzig angucken. Ian Yankee.